Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung die Yvette Gross nimmt Stellung zur Einsamkeit, der René Schudel nimmt Stellung zum Desalp-Areal. Bevor wir jetzt zu unseren beiden Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Der Tatverdacht im Tötungsdelikt richtet sich gegen eine Frau. Im Fall vom tot aufgefundenen Mädchen in Köniz richtet sich jetzt der Tatverdacht gegen eine 30-Jährige. Die Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Massnahmen werden erst im Mai ausgewertet. Die Stadt Thun und der Kanton Bern wollen erst dann auswerten, ob die Massnahmen zur Verminderung von Staus auf der Hofstettenstrasse greifen oder nicht. Sie wollen sicherstellen, dass die Homeoffice-Pflicht das Ergebnis nicht verfälscht. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen die Ehefrau des Opfers. Der damalige Pächter vom Desalp in Interlaken ist im 2020 erschlagen worden. Jetzt wird der Ehefrau Mord, eventuell vorsätzliche Tötung, vorgeworfen. Ende 2021 hat die Papeteristen Einkaufsgenossenschaft zusammen mit diesem Medium die Schreibwerkstatt ins Leben gerufen. Dort bekommen Leserinnen und Leser eine Bühne für ihre Themen. Die Yvette Gross aus Riggisberg hat sich für ihren sehr persönlichen Artikel das Thema Einsamkeit ausgewählt, das in unserer Gesellschaft immer grösseren Raum einnimmt. Sie verbindet ihren Artikel mit einer Mission und will ganz neue Wege gehen, auch in der Schreibwerkstatt. Das sind Notizheftchen, die sind statisch, die kann man überall dran kleben. Ich habe sie jetzt bei mir an der Holzwand, da halten die extrem lange und sind bis jetzt noch nicht abgekehlt. Und ich brauche die einfach, um meine Sprüche da drauf zu schreiben, damit ich immer einen Hoffnungsblick habe, wenn ich schlecht drauf bin. Und dann schaue ich die mir immer an. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich finde die total praktisch, wirklich. Die sind toll. Ich habe dieses Thema Einsamkeit ausgewählt, weil ich selber fühle mich unheimlich einsam. Das aber schon seit Jahren. Ich habe das eigentlich mein ganzes Leben schon. Und ich finde es einfach wichtig, dass man darüber redet, dass man sich einsam fühlt, weil es gibt so viele andere Menschen, die das auch fühlen. Ich will Hoffnung streuen. Ich will den Menschen sagen, dass nur weil man sich einsam fühlt, heißt das nicht, dass alles schlecht ist. Einfach die Hoffnung, das ist wichtig. Ich habe eine psychische Krankheit, ich habe eine emotionale Persönlichkeitsstörung. Und ich möchte einfach den Menschen ein bisschen aufzeigen, wie es eigentlich ist, damit zu leben. Und finde es so unheimlich wichtig, dass die Menschen da einen offenen Blick haben. Durch Corona ist es ein bisschen mehr gekommen, aber es war auch schon früher so ohne Corona. Und ich finde es wichtig, dass man das auch sieht. Neue Wege will man in Interlaken beim Desalp-Areal gehen. Nach einem Informationsanlass zum geplanten Verkauf sind aber sehr viele kritische Stimmen laut geworden. Der René Schudel hat viel Verständnis für die Unsicherheit der Interlakenerinnen und Interlakener. Der bekannte TV-Koch und Gastronom, der selber mit seinem Pop-up-Restaurant im Desalp sehr stark involviert ist in das ganze Geschehen, nimmt Stellung, wieso dass er das geplante Hotelprojekt nach wie vor den richtigen Schritt findet. Mein Kollege der Benjamin Abeckle hat mit ihm geredet. René Schudel, es geht um das Desalp-Areal, respektive um das Ganze drumherum. Jetzt zuerst mal aus deiner Sicht so allgemein die Einschätzung. Was läuft da im Moment? Oder was denkst du darüber persönlich? Ja, also, die Fakten sind auf dem Tisch im Moment. Also, jetzt haben wir die Informationsveranstaltung gehabt. Jetzt mit dem neuen Hotelprojekt ist natürlich eine gewisse Unsicherheit, gewisse Ängste, gewisse Bedenken, was ich verstehen und nachvollziehen kann. Aber ich habe das Gefühl, für die Zukunft, für das gesamte Projekt Deshalb, wenn man es ein bisschen grösser anschaut und ein bisschen langfristiger, ist das für mich aus meiner Sicht im Moment die einzige Lösung, die in die richtige Richtung geht. Du warst jetzt drauf mit dem Pop-up, das war sehr erfolgreich, so wie ich es gesehen habe. Was heisst das jetzt eigentlich für die Zukunft? Ja, wie gesagt, im Moment ist einfach alles Standby. Also, wir haben das mit der Gemeinde so besprochen. Also, es ist mal Stillstand. Oder? Es bringt nichts, dass jetzt irgendwelche Parteien für anfangen Zeug bewegen. Man muss einfach mal Klarheit haben. Und ich glaube, es ist für alle wichtig, dass wir dann wissen, nach der Abstimmung, wo stehen wir. Und sobald wir die Abstimmung durch haben, können wir nachher auch in die einzelnen Elemente gehen. Oder?
Jetzt hast du gesagt, du hast auch noch Verständnis für vielleicht Ängste und Unsicherheiten. Also inwiefern oder wie fest? Ja, es ist halt immer schwierig, wenn einem etwas weggenommen wird, die Klammer. Also, da habe ich volles Verständnis. Das ist natürlich eine unberührte Matte und ist natürlich irgendwie, hat Geschichten drauf, hat Emotionen drauf, was auch immer. Oder? Und ich habe Verständnis, wenn da plötzlich niemand kann sich wirklich vorstellen, was da wirklich passiert, wie gross wird, wie böse sie sind. Oder? Und also sicher ist es auch ein Vorteil, wenn man dort gemeinsame saubere Geschichte machen und eigentlich der Anfang oder der Ende der Höhenmatte, wie man es dann sieht, kann wirklich ein Zeichen setzen und sagen, hey, das in die Richtung gehen wir jetzt und eine Gesamtlösung bringen. Das ist, glaube ich, allen geholfen. Ob das Wetter am Wochenende eher zu einem Ausflug einlädt oder ob ihr genug Zeit habt, für daheim die Abstimmungsunterlagen zu studieren, das seht ihr gerade im Anschluss in der Prognose. So oder so wünsche ich euch jetzt schon ganz einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Wiederschauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Wir haben Freitagabend, den 4. Februar. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen Traumtag haben wir heute gehabt. In der Höhe speziell ist es wunderschön gewesen, natürlich perfekte Verhältnisse für die Wintersportler und es sieht dann auch morgen am Samstag gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt in der kommenden Nacht zwar eine schwache Kaltfront, die uns hier erreicht, aber dahinter dehnt sich das Ohrenhoch morgen dann wieder ein kleiner Alpenraum aus und das wird dann die Luft auch wieder abtrocknen. In der Nacht gibt es hier und dort Niederschläge und morgen starten wir dann noch mit den letzten Regengüssen oder ab etwa 600 Meter Schneeschauer in den Tag hinein. Entsprechend jetzt auch eine Restwolke rum. Es wird aber am Vormittag abtrocknen und zunehmend Auflockerungen geben. Und dann haben wir dann auch einen Übergang spätestens am Mittag zu sehr sonnigem Wetter. Am Nachmittag so richtig traumhaft schön zum Draussen etwas unternehmen. Die Temperatur in der Tiefenlage maximal bei etwa 6 Grad plus 1 Grad haben wir in Adelboden. Am Sonntag nimmt die Bewölkung dann wieder zu. Auf der Abend her wird es nass und kräftige Niederschläge haben wir dann in der Nacht auf den Montag. Da kann es in der Höhe noch mal bis zu einem halben Meter Neuschnee geben. Teilweise dann auch einen recht starken Westwind. Am Montag nach den letzten Niederschlägen Wetterbesserung. Und Dienstag und Mittwoch dann ziemlich schönes Wetter, so wie es jetzt aussieht. Am Donnerstag dürfte es noch mehrheitlich sonnig sein. Die Temperaturen gehen dann vor allem bis am Mittwoch in der Höhe deutlich darauf. Da steigt dann die 0-Grad-Grenze auf rund 3'500 Meter auf. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende.